schönen guten Morgen hier aus dem Europaparlament. Guten Morgen, Herr Görens. Guten Morgen. Der gesehen, wir sind das kann nicht zu Straßburg, wir sind zu Brüssel. Das war eine Mini-Plenarsession heute zu Brüssel am Europaparlament. Hauptthema des Woche ist notamment, dass die moldawische Präsidentin Maia Sandu auf Brüssel kommen, für verschiedene Vertreter von EU-Institutionen zu gesehen, für mit ihnen zu schwätzen. Und sie hat doch eine Visite hier im Europaparlament. Wir kommen gerade aus dem Group-Meeting von Renew Europe, wo sie einen kleinen Échange de vues mit den Deputierten hat. Herr Görens, was sind Ihre Eindrücke von diesen Échangen mit der Präsidentin? Also, sie fallen an einer Zeit, wo es ganz wichtig ist, dass man mit den Nobel von der Ukraine schwätzen, weil die alle menaciert sind. Und beim Titel wie du kein selber. Sie ist gewählt gehen und spitzt von einem Staat, den zu den Ärmsten aus ganz Europa gehört, voller Probleme, hoher Grad von Korruption, die Leute sind arm, an der Welt holen sie Hunderttausende Flüchtlinge ab, aber weil sie keine Infrastrukturen haben, sind die alle gut bei Privatleuten da. Die Leute tun nicht, dann sie gehen nach alles, und sogar nach mehr, wie das, was sie haben. So hat aber ein klar Vu, was hier Zukunft. Sie wollen aus dem Schlamassel rauskommen, jedenfalls aus den Problemen, die hausgemäht sind von den Regierungen für drunten. Denen will es definitiv zurückkehren. Ich meine, das könnte auch gelingen. Aber sie brauchen Unterstützung von außen. So, da ist auch gesagt, dass sie schrecklich leiden an der Explosion von den Gaspreisen und dass sie viel mehr eine einfache Option gehabt hätten, sich den Bereich um Zeit von den Russen zu schlagen, dann hätten sie Gas zu ganz interessante Kommission, sie wollen das nicht. Sie haben optiert für die Freiheit, für die Défense von Valeuren, die auch regional hell sind, und sie wollen definitiv auch die Weg abschlagen, die wir seit 1945 resolut bis heute gegangen sind. Die schwätzt von vielen Problemen an diesem Land. Kennt die EU helfen, die Probleme zu überwältigen? Wenn ich schon mal so will, wie steht ihr dazu, Moldawien und noch Ukraine an die EU abzuholen? Was wir können machen, ist, dass wir dem Land eine Perspektive geben, sie wollen an die Europäische Union rankommen. Das ist nicht, wie wenn sie nach gar nicht auf keine Manier an Europa integriert wären. Wir haben schon Programme laufen mit ihnen, Kooperation, Unterstützungsprogramme. Sie sind auch Member vom Conseil de l'Europe, aber sie brauchen am Anfang eine Perspektive für die Europäische Union beizutreten. Ich weiß, dass das gar nicht einfach ist, weil erstens das Land nicht vorbereitet. Und zweitens, dass die Europäische Union auch nicht vorbereitet für so viele neue Länder bei ihnen zu absorbieren. Also sind Hausaufgaben zu merken auf zwei Seiten. Das, was zum Schluss muss rauskommen, dass das eine Realisation von einer Perspektive an einem Europa funktioniert. Wir sollen das am Anfang sagen, nicht, dass das nur zu spät ist. Ich meine, dass Widerstand an dem Land, das für beitreten, groß sind. Ich meine, sie wären gerade so groß an der Europäischen Union selber, für dahin zu kommen. Ein Beispiel just, wir Polen Rakete an der Europäischen Union, dann noch Ungarn 2004. Die zwei Länder sind rangekommen, weil sie sich Eisenwallere wollten schließen. Sie haben das eine Zeit lang gemäht. Am Döno, wie hier eine Regierung in den Dreck gefallen ist, leider in den Dreck gefallen ist, hat mir nicht genug Moyen für die Regierungen zu Vernunft zu rufen. Und ich will nicht tun, dass außer den Do und nach anderen Ländern die Erfahrung müssen machen. Also müssen wir es auch selber reformieren. Ja, das ist ganz verständlich. Und ich will uns merci für den Ausblick an Ihre Gedanken. Und noch ganz kurz ein anderes Thema. Das Woche war auch den AFCO-Meeting, also den Affaire konstitutionell Ausschuss vom Europaparlament. Und da goufen die Resultate von der Conference on the Future of Europe präsentiert, notamment von Guy Verhofstadt. Wir gucken uns auch ganz kurz Ihre Intervention an der AFCO von gestern an. Oui, merci Monsieur le Président. J'aimerais commencer par un double constat. D'abord, l'Union européenne réagit plus vite qu'elle agit. À titre d'exemple, et je ne sais pas très original, mais je vais le dire quand même, 2008, on a eu la crise de la dette, on a répondu par le mécanisme de sauvetage, sinon on aurait coulé. 2019, Covid, on n'était pas préparé, l'Union n'a pas de compétences, on a quand même fait de l'Union européenne une centrale d'achat et on a promu l'accès aux vaccins. Donc on a réagi. Ukraine 2022, il a fallu une catastrophe de ce genre pour nous faire bouger. Donc encore une fois, une réaction à une crise. L'Union européenne est un bon pompier, mais un mauvais architecte. On réagit à ce qui se passe à l'extérieur,
même de façon impressionnante, il faut le dire, mais on ne devine pas ce que l'Europe de demain devra être. Alors, si gouverner, c'est prévoir, l'Union européenne a été mal gouvernée. Le citoyen, dans tout ça, a pu s'exprimer lors de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Là, ce qui m'impressionne, c'est que entre deux crises, lorsque l'Union européenne n'a pas réagi ou n'a pas développé de projets ambitieux, les sondés se sont toujours très majoritairement prononcés pour une politique de développement très forte, pour le maintien de l'euro, pour une politique de la santé, pour une Europe de la défense, pour une Europe plus solidaire. Donc le citoyen, quant à lui, il a exprimé ses attentes. Et je constate que le citoyen a été très largement en avance sur le politique. Sur le politique. Alors la conférence sur l'avenir de l'Europe a permis de canaliser toutes ces attentes. Et je crois qu'il serait dommage de ne pas traduire aussi rapidement que possible ces attentes dans un projet ambitieux. Et là, il ne devrait pas y avoir de tabou. Je viens d'entendre à l'instant, encore une fois, un réquisitoire contre l'unanimité, pour le maintien de l'unanimité. Je viens d'un très petit pays de l'Union européenne. Je n'ai jamais, et ça fait des décennies que je suis la politique européenne, je n'ai jamais vu tous les grands vouloir écraser le plus petit, ou les deux plus petits, ou les trois. Ce clivage n'a jamais existé. Les clivages sont ailleurs. Les clivages sont entre fédéralistes et ceux qui veulent maintenir l'État actuel, donc avec toutes ces léthargies. Alors, je crois que un autre message de cette conférence a été que l'Union européenne doit garder sa capacité de contribuer à faire des normes universelles. Aussi longtemps que nous avons encore le moyen de le faire, faisons-le. La conférence a permis de canaliser ces attentes et elle termine sur un message très fort. Alors, le maintien de l'unanimité, c'est la pérennisation d'une capacité de chantage. On le voit à toute occasion. Lorsqu'il s'agit d'élargir l'OTAN, il y a un pays qui veut devenir membre de l'Union européenne, et il vient avec sa mentalité de marchand de tapis, il veut arracher une concession aux autres et il dévie en fait l'attention de l'essentiel. Je trouve que ça devient de plus en plus insupportable pour les Européens. Et nous sommes devant la tâche immense de bien expliquer les résultats et les attentes de cette conférence. Il faut que le citoyen ne soit pas mécompris. Ne nous y trompons pas, nous n'avons pas cette occasion tous les jours. Donc, moi, je suis résolument, je le reste, jusqu'à mon dernier soupir, pour une Europe à caractère fédéral qui permette de nous faire maintenir dans la cour des grands. Je terminerai par une citation de l'ancien président de la Commission Juncker. We would not only we are payers, but we would like to be players. Et si nous n'arrivons pas à faire notre aggiornamento institutionnel, nous n'y arriverons pas, tout simplement. So, nachdem wir eine Intervention gesehen haben, wollte ich noch mal fragen, die Resultate, die aus der Konferenz entstanden sind. Was bedeutet das konkret für die EU, aber auch für den Bürger? Also wir mussten eine Methode entwickeln, für die umzusetzen. Darüber schäden statt gestern. Die Kommission ist der Meinung, dass noch muss können Vertragswirkungen. Das heißt, wie da eine Partie Indikationen darüber auslaufen, dass man die Unanimität zum Teil von nicht ganz aufbauen. Steht das auf immens Widerstand an den Ländern von der Europäischen Union selber. Es sind fest überzeugt, dass man, wenn man Politiken gut zernieren, wenn man ganz genau schreibt, was Kompetenzen sind von der Europäischen Union, dass nie ein Land kann überrannt gehen von den anderen. Es wie wir ja schon die Europapolitik ein paar Jahren, das noch nie so gewesen, dass ein kleines Land von den Großen ekrasiert gewesen. Das geht nicht an einem Mal zum Beispiel West, das ist immer dazu. Bislang hat noch kein das gemäht. Also wir brauchen noch eine funktionsfähige Europäische Union. An die Konferenz, das wir in allen Apps gelehrt. Das ist, dass die Bürger oft eine Avance hat auf Politik. Wir sind heute zu einer Partie am Europaparlament, die wissen das schon wie lange, die artikulieren das auch schon wie lange.
dat wir eng richtige europäesch Defense brauchen, die angebet as an enger richtiger Unionpolitik, die eng gemeinsam Lektür mecht vun Sachen, die gemeinsam Handel firschläit an kommerziellen Ugeleenheeten, an politischen Ugeleenheeten, an Wirtschaftsugeleenheeten, an energiepolitisch Ugeleenheet, wat Versorgung belangt. Und wir brauchen noch etwas an der Defense, die als allerletztes Mittel kann angesagt gehen, von allen, die anderen versucht haben. Die Leute hätten das gegeben. Und die Leute sind dafür. Wir müssen es just umsetzen. Und der Weg für das umzusetzen, den ist am Gang. Es geht nach viel zu viel Zahlkraft. Aber wenn wir Jahrzehnte verloren, sind wir heute am Anfang auf dem Niveau, wo wir 1954 waren, wie den, oder umgangs 50er Jahre, wie den Treaty von der CED, Communauté Européenne de Défense, nicht ratifiziert gehen ist. Also Heinz da braucht in 60 Jahren, 70 Jahren, bis die Geschichtsgemeinde engem dieselbechten Menü serviert. Ja. Wir haben Lodoleien, wenn wir nicht an Stelle merken, dann ist es zu spät. Ja. Wenn wir aus der Ukraine etwas müssen lernen, dann ist das eine Anti-Redung haben, dass man nicht in der Krisenzeit ist, sondern dass man auch an Friedenszeiten alles merken, für die Situation zu prävenieren. Ja. Kann ich just recht gehen. Wir halten also fest, am besten ist es, dass die Rekommendationen so schnell wie möglich umgesetzt werden. Das ist ja just pur von den Rekommendationen. Die Leute haben noch keine Partizipation von sich selber, weil die Bürger wollen sich mehr implizieren. Da wird wahrscheinlich eine Plattform bleiben, wo sie sich können melden, wo sie können ihr Bedenken äußern, Reflexionszirkel, wo können durch Diskussionen Brainstorming gemacht gehen, wo Diskussionen angeleiert gehen, die dann auch keinen Nachgang von der Politik. Also die Konferenz war schon so gesehen nicht im Sus. Ja, in dem Sinne ist es definitiv ein ganz großer Erfolg gewesen. Das ist immer gut, die Partizipativdemokratie zu stärken. Herr Gören, ich sage nochmal merci für diesen Einblick, was das Woche heute am Parlament gelaufen ist. Ich sage vielmals merci für das Nachgucken und wir sehen uns Anfang Juni für die nächste Plenarsitzungswoche. Das geht zu Straßburg. Adi. Adi.